Natti Style und die Mara, jetzt haben wir das Video uploadet. Wie soll es anders sein? Und zwar, wer wird er? Und jetzt natürlich zuerst noch die Kommentare abchecken. Eine alte Legende besagt, dass viele auf den Schweizer Reaktionsboss warten. Das stimmt natürlich. Und hier, hallo Schweizer Reaktionsboss, wenn du das lesest, noch viel Spaß beim Stream. Danke dir vielmals. Oha, ich habe gehört, der Schweizer Reaktionsboss. Oh, es ist ja sehr viele Kommentare schon jetzt. Geil. Danke. Danke für die ganzen Kommentare. Let's go. Wer würde eher mit dem Adi zusammenkommen? Mit dem Adi. Safe. 3, 2, 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder da mit der guten alten Mari. Bitte nehme ich nicht mehr so. Das ist Mara. Ich bin Natti. Und wir sind wieder mal da mit einem neuen Video. Ihr habt es schon im Titel gesehen, jeder kennt es. Wer würde eher. Wir haben das einmal mal gemacht. Machen es jetzt wieder, wenn wir keine Videoidee haben. Ja, also macht euch etwas gefasst. Das Video könnt ihr jetzt verstören werden. Und ich gar nicht so lange, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Stimmt, Weezy. Ich habe vergessen zu sagen, Yalla Abfahrt. Darum sagen wir jetzt nicht Let's go, sondern Yalla Abfahrt. Perle, wie können es einfach? willst du anfangen oder ich fange an? Uff. Okay, ich lese einfach random vor, wir haben es nicht vorausgesucht. Oh ja, wir können auch Werbung für unser Instagram machen. Wir haben das beide in die Story da. Also wenn ihr beim nächsten Video dabei seid, dann folgt uns auf Insta. Ich heisse Natistyle_ und sie heisse Mara Christen. @MiloRomani auf Instagram. Könnt ihr gut reinfolgen. Okay, wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Und zwar, wer würde eher den Mahelo daten? Was? Was? Wer wird eher den Maelo daten? Uff. Willst du das auch wissen? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Uff. Okay, let's go. Den Mahelo daten. Peace an Mahelo. Wenn er darauf reagiert. Stimmt, also 3, 2, 1. Nein! Jawohl, beide machen einfach die andere. Das war's ja wirklich, aber komplett. Beide, aber absolut nichts. Okay, gar kein Problem. Oder? Kein Problem, oder? Nein! Bro, ich kenne ihn nicht einmal. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich habe einen Freund. Na und? Er hat eine Freundin. Könnt ihr euch das umgehen? Ich mach's nicht. Das war also nicht ganz klar gewesen. Wer wird eher neben einem fremden Typ aufwachen? Okay. Ja. Ich würde sagen, wer würde neben einem fremden Typ aufwachen, da würde nicht. Da sehe ich kenne beide ja nicht gut anscheinend. Sie haben mir beide eine absolute Abfuhr verwiesen. Ich würde in dem Fall sagen, einfach mal die Mara. 3. Also wenn du Single wärst. Das ist jetzt so das Problem. Okay, jetzt im Moment. Okay, 3, 2, 1. Ah ja, okay, gut. Aber ich würde es auch nicht machen, okay? Es wird nicht vorkommen. Es wird eh nicht bei dir vorkommen. Nein, was willst du jetzt? Aber sie hat einen Freund, okay? Und sonst wäre es sie. Ja! Definitiv. Nein, doch. Du bist eigentlich so unschuldig, wie du wirkst. Doch. Ja. Wer würde eher besoffen in die Schule gehen? 3, 2. Natti. Uff, die Mara. Oha, die ist auf auf Alkoholabhängigkeit, die kriegt bei mir wahrscheinlich jetzt eher als Bera. No comment. Aber das Ding ist, wenn du willst ein Bier trinken, wärst du schon besoffen und deshalb so grundsätzlich besoffen werden und dann nicht schon, weil das wärst du innerlich. Ja. Oi Mami, oi Papi. Peace. Peace, unser Mathelehrer, der das auch noch wird sehen. Wer würde eher einen One-Night-Stand haben, wenn jetzt beide keinen Freund hätten? Okay, 3, 2. Wer würde eher einen One-Night-Stand haben, wenn beide keinen Freund hätten? Ihr seht jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Ich sage die Mara um mich. Nochmal die Mara, komm. 3, 1. Ja. Nie Würde nur sagen. Ich würde nie einen One-Night-Stand. Du hast ja dein erstes Mal schon gehabt, dann ist ja chillig. Ja, aber du wirst Nein. Würdest du dich das nicht eher getrauen? Aha. Wenn wir jetzt beide uns das erste Mal schon gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich eher du. Mhm. Oder? Ja, wahrscheinlich auch. Wer von uns wird eher das Gimmi abbrechen? 3, 3, 2, 1. Warum? Ja, weil ich einfach... Du hast eh schon einen Job und du bist weniger gerne im Gimmi als ich. Nein, von jetzt ist es so, wir sind halt beide vor dem Schluss. Ich glaube, jetzt würden wir es beide nicht abbrechen, weil es ist jetzt einfach so... Man ist so für nichts ins Gimmi gegangen. Gerade vor dem Schluss abbrechen, da kenne ich natürlich einen Kandidat, der das gemacht hat. Grüße gehen raus an den Marc.
Schon ein bisschen. Ja, irgendwie will es mir einfach fertig haben. Ich bin schon froh, wenn ich es fertig habe, aber auf der anderen Seite, wir sehen es dann einfach nicht mehr. Oh, das ist ein Hurgacki. Geil? Wer würde eher sich spontan ein Tattoo stechen lassen? Spontan! Nati. Okay. 3, 2, 1. Ich kenne sie wirklich nicht. Kein Wunder, ich beide mir nicht wählen. Ich glaube einfach, weil du würdest vielleicht allgemein... Ich finde Tattoos gar nicht so hässlich. Ich habe es früher hässlich gefunden, aber jetzt Ja. finde ich es voll easy. Ich will halt einfach nicht ein Tattoo, vor allem momentan nicht. Und ich glaube, zwar ich habe spontan meinen Pony Mach mal geschnitten. Arsch. Ein Pony beim Meitli. Achtung, fertig, los! Flop hat sie gerannt, hat sie dann gesehen. Ja moin, jetzt hat sie einfach einen Pony, das war es ja komplett. Ich habe einen Flop. Vielleicht kommt irgendwann mal spontan ein Tattoo, aber momentan will ich kein Tattoo. Wer von uns wird eher einen Lehrer anfluchen? Eher Lehrer anfluchen, das ist sicher die Mara. Die Mara muss den Lehrer anfluchen. Ich gebe es einfach der Mara viel eher als der Nati. Nati ist so... Nicht, Nati macht das eher nicht. Jetzt kommt sicher zweimal Nati. Oh, bitte nicht. 3, 2, 1. Absolut! Das Ding ist, ich bin eigentlich schon... Respektlos. Ich kenne wirklich beide nicht. Ich bin schon Ja. lieb. Das Problem Nein. ist... Nein, warte. Das Problem ist, wenn ein Lehrer sich extrem über mir stellt, wenn er das Gefühl hat, er ist so viel mehr in der Chefposition und mich so von oben ab einfach so behandelt, das kann ich gar nicht haben. Und dann bin ich mega schnell hässlich. Aber ich habe jetzt noch nie jemanden angestoßen. Das nicht, aber so ein bisschen anzieht. Ja, wenn der mich so anzieht, dann ziehe ich halt zurück. Das ist lustig gefunden. Mara ist hier gerade tatsächlich im Chat und schreibt: Oha, Milo, was denkst du von mir? Was? Ich habe schon gedacht, dass ihr beide nicht komplett die seid, die komplett ausrasten. Aber du siehst eher die, wo man einfach so einen Kommentar zurückgibt. Ich habe wirklich gedacht, du siehst die eher so einfach sagt: Ey, Lehrer, hab deine Schnurren, Alter, ganz ehrlich. Hätte nicht gedacht, hätte nicht wirklich gedacht. Wer würde eher eine random Person treffen? Also wahrscheinlich jemand vom Internet. Also, jetzt einfach treffen oder mit einem gewissen Hintergrundgedanken? Ja, ich glaube es einfach treffen. 3, 2... Einfach treffen, sagen einfach mal die Nati. Bitte, diesmal muss es doch sein. Nati ist ein offener Mensch. Oder beide. Ich beleidige jedes Mal. Irgendjemand beleidige ich sowieso jedes Mal, wenn ich es falsch sage. Und es ist sicher falsch. 1. Uff, ja, zum Glück. Also ich habe zum Beispiel von YouTube jetzt mega viele Leute getroffen. So. Wer von uns wird eher schwanger werden? 3, Wer wird eher schwanger werden? Ich sage jetzt einfach mal nochmal die Nati. Einfach so. 2, 1... Zuerst jetzt denkt ich, weil ich... Das gibt es doch nicht. Jedes Mal falsch gewesen. Das ist es wirklich komplett gewesen. einen Freund habe, aber ich habe eine Spirale, heisst, ich kann die nächsten 4 Jahre nicht schwanger werden, heisst wahrscheinlich eher du. Und dann mein grösster Albtraum, jetzt schwanger zu werden. Jetzt Jetzt schwanger mein werden. allergrösster Albtraum. Ich will keinen so einen Rotz gehen, wirklich nicht. Nein, ich werde jetzt selber gefordert. Ich habe gar keine Zeit. Also grundsätzlich, ich will auch nicht schwanger werden jetzt. Wenn dann eher du jetzt. Weil eben voll... Wie ich kann. Weil sie schwanger werden kann. Es hat mir letztes Jahr geschrieben, hey, wie hast du reagiert? Wie war das für dich, als du das erste Mal gecheckt hast, dass du nicht schwanger werden kannst? Und ich denke so... Er hat gemeint, ich kann biologisch nicht schwanger werden. Nicht wegen der Spirale. Also... Das ist mega traurig für dich. So. Ja, nicht so... Ja. Und das allerletzte wäre noch. Ein Klassiker ist etwa 5-mal geschrieben worden. Mit dem Adi zusammengekommen. Mit dem Adi zusammengekommen. Diesmal mit dem Adi zusammengekommen. Vorher war es mit mir. Ich würde sagen, sie sind sich auch uneinig. Sie sind sich nicht einig diesmal. Ja? Doch, ich sage, sie sind sich uneinig. Safe. 3, 2, 1... Ja, sie sind sich uneinig. Ich habe es doch gesehen. Sie sind sich nicht einig. Ich habe es doch gesehen. Warte, hier gesehen muss. Ich habe es gesehen. Fivehead. Nein! Ich würde nicht mit dem Adi zusammenkommen. Du kannst ihn besser, du bist Single. Nein. Ich kann ihn gar nicht besser, du kannst ihn länger. Du kannst ihn besser. Nein. Doch. Du kennst ihn besser. Uff. Von wo? Ist Detektiv Meiler nochmal etwas auf der Spur, oder was? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, gleich wie bei mir, sind sich uneinig. Da bin ich doch schon ein bisschen erleichtert. Außerdem bin ich 17 und du 19 und er 21. Alter spielt keine Rolle. Die Liebe muss stimmen. Gut, jetzt muss der Schnauz weg. Der Schnauz wird nicht rasiert. Nein. Mit Ball von dir Schnapp. Sorry Adi, aber mit dem Schnitz, ohne Schnitz hättest du vielleicht eine Chance. Das ist Schnitzer. Das ist Schnitzer, ja. Schnitzer heisst für mich... Wie geht's darum Schnitzer? Ja. So, das hat es das Video gekommen. Es hat euch gefallen, wenn ihr das gemerkt habt. Du weißt doch besser. Und dann bitte abonnieren und Glocke aktivieren, danke. Und das wär's mit dem Video.
Ey, gib mir den Daumen hoch, wenn Simon soll wieder ein Video machen, du faule Sau. Nee, danke, ist gut. Ich muss sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Tschüss. So, nice Video gewesen, Nati. Wirklich cooles Video gewesen von dir. Oder von euch zwei, Nati und Mara. Cool, seid ihr auch hier im Chat dabei gewesen. Ist wirklich witzig gewesen.